Ich hab's zuerst nicht geglaubt, was mir dein Bruder da am Telefon sagt. Du hast mit deinem nagelneuen Auto einen schweren Unfall gehabt. Für den niemand eine Erklärung hat. 3 Tage später warst du tot. Auf dem Heimweg, du warst völlig nüchtern und im Auto allein. Die Straße war trocken, kein Gegenverkehr und weit und breit nur der Baum. Du hast dem Kerzengrad anvisiert. Ich kann nur hoffen, du hast nix mehr gespürt. Ich hab die Leben gesehen, so viel Leben, dass ich's nie vergiss. Du warst eine von denen, die das kennen. Leben ohne Kompromiss. Es ist lang her, dass wir zusammen waren, und ich hab's nie bereut. Ich war jung und fad und hab's verstanden, du brauchst andere Leid. Du hast gesagt, mein Leben, das mach ich mir. So ein Unfall, der passt nicht zu dir. Ich hab die Leben gesehen, so viel Leben, dass ich's nie vergiss. Du warst eine von denen, die das kennen. Leben ohne Kompromiss. Du hast alles gehabt, was du wollen hast. Dein Leben war wunderschön. Da war Geld, eine gute Ehe. Es war klar, ihr könnt auch miteinander reden. Eine süße Tochter mit 4 Jahren. Ich kapier nicht, was da wirklich war. Ich hab die Leben gesehen, so viel Leben, dass ich's nie vergiss. Du warst eine von denen, die das kennen. Leben ohne Kompromiss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Ich hab die Leben gesehen von Gerd Steinbecker geschrieben und STS aufgenommen. Ich glaube von 1984. Einer der
Steinbecker kann das ja immer, hat das immer schon gut können. Und absolut zu zerstören mit einem Liedtext. Und das schafft er mit dem, finde ich, auch ganz gut. Es ist ein sehr trauriger Song natürlich, ne, aber auch gleichzeitig lebensbejahend. Finde ich immer speziell, wenn das gelingt, so dass man so zwei sehr unterschiedliche Emotionen praktisch zusammenpackt in eine Geschichte. Und das hat er sehr meisterhaft gemacht. Jetzt habe ich es einmal gecovert, weil ich es tatsächlich noch nie gecovert habe. Und selbst in meiner damaligen Band Wurzelwasser haben wir das, glaube ich, nie gespielt. Obwohl wir uns ja da ziemlich im Austropop verschrieben hatten, sind wir irgendwie nie auf den Song gekommen. Wahrscheinlich, weil er für so ein Live-Konzert einfach zu traurig war. Also, ich weiß es nicht. Entschuldigung. Und wenn es euch gefallen hat und wenn euch die ganzen Videos gefallen, die ich da Woche für Woche poste und raushau, dann gibt es eine gute Möglichkeit für euch, mich zu unterstützen. Auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen und gerne das Video kommentieren und halt einfach entweder oben oder unten in der Beschreibung auf den Link gehen und da kann man sich dann aussuchen, was man machen kann. Man kann per PayPal was reinschmeißen in die digitale Kleingeld-Hutkasse oder man kann mich monatlich auf Patreon unterstützen oder man kann einmal auf meinen Etsy-Shop schauen, da gibt es immer wieder Zeichnungen von mir, wer auf sowas steht. Es gibt Myriaden von Möglichkeiten. Vielleicht ist eine dabei. Jetzt kommen welche, die mich monatlich unterstützen und diese Videos möglich machen. Vielleicht wo es dazu kommen. Jetzt kommen meine Patreons. Servus.